Habe die Ehre und schön, dass du da seid zu Minecraft. Wir sind immer nur auf dem Weg in Richtung Vervollständigung unserer Karten. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. 7, 8, okay. Weil ich da gern zur 200. Folge, zur Jubiläumsfolge fast schon, da ich gern die Version umstellen. Dass wir da irgendwie ein Ziel vor Augen haben. Mehr oder weniger. Und deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt relativ viel zwischen die Folgen machen, dass wir Karten voll kriegen. Weil wir wissen ja, ich möchte die Karten innen voll haben, dass das alles generiert ist, dass falls mögliche Änderungen haben, erst ab dem Zirkel haben. Das ist ja der Ziel. Das Ziel, Entschuldigung. Und deswegen schauen wir jetzt einfach, dass wir weiterkommen. Ich habe inzwischen auch schon wieder neue Punkte zum Ansteuern gemacht, dass wir so gewisse Routen wieder haben. Wir werden wahrscheinlich wieder nicht relativ gut eingehalten werden, weil wahrscheinlich zur Hälfte wieder nicht gescheit hinkommt. Aber das können wir nicht wissen, weil da ist nämlich alles nur im schwarzen Nebel des Krieges und des Unwissens, keine Ahnung. Ich frage mich sowieso, die Map von dem Xeros Minimap, generiert sie die noch die Map-Daten, beziehungsweise noch die Regio-Daten, oder, oh, das war jetzt fast schiffbar, oder generiert sie die selber irgendwie von, also dass die eigene Datei an sich generiert, dass sie das darstellen kann, beziehungsweise ruft die andere Punkte ab oder Daten von der Welt, dass man da irgendwie manche Sachen vielleicht gar nicht nutzen kann von Minecraft, was schon encoded. So. Ja, der erste Punkt ist ja gar nicht mal so weit weg. Ich schaue nach vorne und sage, dass wir halt mindestens bis zum Dreier kommen. Ich darf am liebsten bis zum Westpunkt kommen. Weil dann geht sich das richtig schön hin. Weil dann mache ich dann zur nächsten Folge dann natürlich weiter das sehr gebirgig. Weil dann die ganze Innenkarten voll, was wir so haben. Und dann schauen wir, dass wir da zügig alles voll kriegen, dass wir dann noch haben können. Weil dann können wir nämlich ja schauen, ob es an unserem Zuhause liegt, das Legi war. Oder ob es einfach an Einstellungen bla 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 gelegen hat. Weil so bei die Zirk läuft es jetzt gut, oder? Es hat jetzt keine Mordsprobleme gerade. Es ist ja, ich weiß gar nicht, warum das jetzt auf einmal so mega gut läuft. Ja, ich hoffe einfach, dass es jetzt so weiter bleibt. Der Berg schaut irgendwie komisch aus. Das ist ja nicht. Jetzt überlege ich, was ist eigentlich das dazu gekommen? Mir irgendein Mod mit rein da. Sollen wir direkt überlegen? Maus-Tweaks oder so? Apropos Maus-Tweaks, ne? Ich weiß zwar nicht, was für
den Entwickler da wirklich ein Tweak sein soll. Den einzigsten Tweak, den ich da sehe, ist Sachen, die wo ich sowieso schon machen kann. Bei Quick Shift brauche ich einfach bloß Shift drücken. Es war eigentlich cooler, wenn es mit einem Mod hätte, wo du Rechtsklick auf, sagen wir, einen Stack drauf bleibst, um eine gewisse Menge aufzunehmen oder aufzuklicken. Wenn du sagst, Rechtsklick macht immer eins mehr. Könnte ja auch funktionieren. Aber hey, das muss man nicht verstehen. Weil zum Beispiel bei Inventory Tweaks war es so, dass da Items nachgerutscht haben und du dadurch dir die Zeit erspart hast, wo du immer ins Inventar musst oder dass du deine Sachen kaputt gingen. Wie, oh, ich habe jetzt eine Diamantachs, ich habe bloß noch einen Hitpunkt. Die Mod hat er das aus der Hand genommen und etwas anderes in die Hand genommen, dass das Teil nicht kaputt geht. Das hat die detected. Und das ist natürlich schon mega nice gewesen. Aber leider wird die nicht mehr weiterentwickelt. Das ist natürlich so semi-optimal dann wieder. Wenn man es so sagt. Ne? Das wird dann immer so, ne. So ganz ein fader Beigeschmack ist das irgendwie. Aber hey, das sollte uns nicht aufhalten. Wir haben jetzt beim ersten Punkt angekommen. Und bis jetzt ist halt ein relativ normales Gebiet. Schauen wir, was da so. Ja. Ähnlich so jetzt mal. Das Problem ist halt, weil man nicht die ganze Karten sieht. Ich sage jetzt, wenn ihr die ganze Karten sehen, dann würde ich mich anders bewegen. Aus wie wenn ich jetzt so, oh, ich gehe jetzt zum zweiten Punkt. Ich möchte ja da hin. Das ist halt der Unterschied, weil wenn ich jetzt sage, ich sehe die Karten, dann muss ich noch ein bisschen in die Richtung, dass ich runter werde. Dann muss ich in die Richtung, dass es so wird. Das heißt natürlich auch, dass wir da in eine Richtung düsen können. Ich schreibe mal weiter, oder? Ja. Ne? Wir haben jetzt ja eine Folge mit dem Soundtrack von Before We Leave gehabt. Ich finde das echt gut. Vom Sound technisch her. Ich finde es bloß, was ich short finde, dass die das so, oh, das ist so Akzentmusik oder so. Also, für was kann ich einstellen, wie laut Musik ist, wenn dann keine Musik gibt? Dann brauche ich die Einstellungen nicht. Wenn ich sowieso regelt, wie nah, je nachdem wie neu an dem Haus bin, wo Musik rauskommt. Das ist doch nicht der Punkt, wo ich hin möchte. Dann, oder? Da möchte ich doch, ich möchte doch aus dem Grund irgendwie was machen. So jetzt mal. Ich mache ja da diesen Punkt an. Oh ja, da ist so Fade zum Ausschauen, ne? Wo geht's eigentlich? Aber da. Hm. Ich möchte ja Musik haben für das Spiel, dass es. Wenn du keine Musik hast beim Spiel, dann ist sie so, ja toll. Das ist dann schon ein bisschen schwierig, sage ich mal. Dass man das so macht. Da ist ja. Oh, da ist das perfekte Gebiet. Das ist ja dumm. Da war ich nie. Das ist ja mega. Aber ich sage immer, man kann sich jedes Gebiet zu seinem Gebiet machen. Lasst euch nicht abschrecken vor irgendeinem Gebiet, das wo euch vielleicht nicht passt. Wo ihr sagt, oh, da haben wir aber 2 Löcher drin. Dann macht es zu. Dann baut es irgendwo einen Berg ab. Dann habt ihr Erdenstor. Basalt. Na, Basalt nicht. Diorit, Granit. Andesit. Dann habt ihr dieses Problem ja gar nicht mehr. Dann legt euch mitten auf die Wiesen. Jetzt einfach der Hidor.
Dann wird es schon. Das ist schon wieder so. Ich muss mit diese 20 Minuten Little das, oder? Die waren für was anderes wahrscheinlich besser aus wie aus Background-Musik. Aber ich muss wirklich sagen, es ist schwierig. Es ist schwierig mit ohne, also mit GEMA-freier Musik, mehr oder weniger, eine gescheite Playlist zusammenzustellen, die wo auch wirklich gut passt dann, ne? Ich kann ja jetzt in der Aufnahme ich kann das zwar machen, dass ich sage, oh, ich mache jetzt einfach Musik eine, die wo GEMA hat oder so. Aber spätestens, wenn das etwa strikt oder so, dann habe ich halt einfach ein Problem. Und ja, ich kann da überall das Stellen stumm schalten, aber das ist eigentlich nicht das, was ich mich. Das ist halt das. Und das Hauptproblem ist halt, wenn ich mit alle Videos, die wo ich früher gemacht habe, so zum Beispiel so, oh, ich tue das einfach stumm schalten, die Stelle. Dann hast du so viele stumme Stellen, weil ich teilweise nur mit denen Musik Sachen gemacht habe. Da immer die, ich glaube, das war sogar vom Kranker Playlist. Jo, Leute, das ist. Wo du dann denkst, jo, Alter, das war mir viel zu dumm. Du musst ja dann jedes Mal, wenn du ein Copyright Ding hast, Beanspruchung bei YouTube über irgendeinen Anspruchsanheber, dann hast du immer das Problem, du musst beweisen, mehr oder weniger, oder du musst erstmal einen Einspruch erheben, dass du das Recht hast, das zum Benutzen, weil du Lizenz dafür hast, weil du das zahlst, weil bla. Nee, mir ist aufgefallen, das ist gar nicht so einfach, das ist immer so clean und so Hits am Kriegen. Und ich sehe gerade, da ist ein riesen Berg im Weg. Das ist eigentlich auch ziemlich ungeil sogar. Das ist ja blöd. Warum ist jetzt da so ein Riesenberg? Normalerweise seid ihr einfach so, ich gehe drüber. Aber ich hasse einfach Eisberge. Beziehungsweise die schneite Berge, da wo Schnee drauf ist. Schaut zwar cool aus, aber das war's halt dann auch schon. Vor allem da ist schon wieder Canyon, Alter. Ich sag, komm schon, Alter. Manchmal frage ich mich schon bei Minecraft, was sie das so denkt. Aber hey. Jetzt noch was eingefallen, was ich eigentlich auch noch fertig machen will. Aber hey, kann man nicht ändern. Die Arme außen rum, um die ganze Gaudi. Weil jetzt ist da so ein riesen Eisding dazwischen, oder was? Ich will doch verarschen, Alter. Dann gehen wir da vorne bei dieser dünnen Stelle um. Ich hoffe, dass doch kein Pulverschnee ist. Das war nämlich echt ungeil. Hat noch so fett Pulverschnee, bevor es komplett bist tot. Ah ja, stimmt. Hier gibt es ja inzwischen Arge. Stimmt, da war ja was. Da war ja was. So. Natürlich ist da... Natürlich. Schau dir so. Das klappst einfach nicht, oder? Unglaublich. Warmblock vor dem Ganzen. Was habe ich denn da Code? Weiß ich gar nicht. Aber gut. Dann macht man es jetzt wieder auf dem Weg zum
Dreier. Lol. Warum ist denn da Tropfstein? Also ich war da noch nie. Das ist ja weird. Das ist wirklich weird. Okay. Muss man nicht ganz verstehen. Aber hey. Haben wir da... Ja, wir haben da rum auch noch, gell? Oh, hey, das wird ja noch ganz schön viel. Das wird noch ganz schön viel zum Rumbasteln und machen. Okay. Ja, eben schneide jetzt mal zum dritten Point, weil dann schafft man halt auch noch ein bisschen was, dann haben wir ein bisschen mehr geschafft und ein bisschen mehr gemacht. Also bis gleich. So, wir haben jetzt ein bisschen weiter aus wie gedacht. Wir haben jetzt beim Punkt 6, wie man da oben auf der Karte sieht. Und wir sind auch schon ein bisschen weiter. Ich habe jetzt vor, also währenddessen, während der Pause gerade, oder dem Cut für euch, habe ich mich dazu entschieden, dass wir jetzt doch die ganze Runden gängen und wir dann in der nächsten Folge einfach schauen, dass wir alles Schwarze wegkriegen. Oh, ich hasse das so viel. Du sagst nicht mal, was weicher Schnee ist. Nicht mal richtig. Es ist einfach so nervig. Also ich finde, da gehört irgendwie nur eine Lösung her für das weicher Schnee eventuell irgendwie nicht markiert ist oder so. Jetzt schaut der... Oh nee. Schon wieder. Schaut minimal anders aus, ne? Jo. Aber ich kann nicht jeden Block so genau anschauen. Ne. Legt sich alle am Zickel die hier, da gehe ich unten noch mehr. Und mehr. So wieder bloß. Oh. No. No. Hey, so nervig. Scheiß Eis, Alter. Oder ziemlich voll scheiß lockerer Schnee. Oh, ey, du kannst echt... Vor allem, das nervt ja nur schon, weil es nie richtig mal sehen kannst, was irgendwie ist. So. Ich hoffe, dass wir jetzt so weit wie möglich da wieder draußen sind aus diesem Kack-Schnee-Eisbiom. Weil wir haben so viel, also wirklich. Das Maximalste, was wir haben, ist, glaube ich, Eis und Schnee. Ich glaube, es gibt fast nicht mehr auf unserer Karte. Das ist ja das wirklich Schlimmste zum Erforschen bei uns auf der Karte. Beziehungsweise allgemein in Minecraft. Alles andere geht. Ob Klippen oder Flussgebiet oder Sumpf oder... Das ist lange nicht so schlimm wie Schnee. Bei dem scheiß Schnee, wenn du in den reinfällst, in den Lockern, dann kommst du eigentlich nur wieder raus, wenn es ganz unten die aufgrabst, die wieder aufbaust mit was anderem. Und dann ist es nicht mehr garantiert, dass du nicht gleich wieder in so ein Loch fällst. Also eigentlich ist es immer scheiße. Und dann kommt dann sowas her. Da wo es dann irgendwie versuchst, auf die andere Seite zu kommen. Weil es ganz komisch da ist. Ja, es schaut schon cool aus, muss man schon sagen. Es ist schon cool da so manchmal. So Steps, aber so cool die Schnee und so findet, aber es ist so nervig in Minecraft. Auf
Dauer ist es echt nervig. Hm. Hm. Gut, dann machen wir da mal so. So, die do, hopp, die hopp, hopp, hopp. Dann do Vierer. Ich bin nur schon froh, dass da nicht so übelst zwei Schluchten und so haben. Weil die sind nämlich aber sehr was Nerviges. Aber mir nervt es eigentlich gerade schon wieder mehr, dass ich durchs Schneegebiet durch muss. Weil das ist echt eine Tortur. Ganz echt, da bin ich sogar lieber nur auf dem Fluss mit Wasser, der wo so zurückgefroren mit Eis ist. Das sieht mir sogar noch lieber aus wie auf dem Schnee zum Rollen. Aber da kann es nämlich einfach lockerer Schnee sein und komme ich da nicht weiter. Finde die Idee ja cool, dass man das so macht. Aber gab es da nicht ein paar Sachen, die wo vielleicht praktischer waren, eine zu machen in Minecraft? Die wo meiner Meinung nach mehr Sinn ergeben. Wie zum Beispiel, du kannst da einfach wechselnde Jahreszeiten einbauen. Dass du keine Biome mehr hast, wo das so ist, sondern es ist einfach überall. Mal warm, mal kalt, mal Übergang oder so, oder Herbst oder wie das immer heißt. Es hat es sogar mal gegeben, ziemlich am Anfang. Da hat es mal eine Seasons-Mod gegeben, die wo wirklich überall Ding gemacht hat. Hat es überall geschnitten, wenn Winter war, und hat es überall einen Herbst gegeben und dann die Blätter von den Bäumen orange waren. Kannst du aber jetzt nicht sagen, ob da ob dann ein Ding gemacht worden ist. Das weiß man nicht, ey. Ob dann bei die Blätter, beim Blattwerk, weil die Bäume Blätter wegfallen haben oder weggern waren dann. Das könnte man natürlich auch noch mit einblenden. Ich finde das schon wieder echt so geil, dass da überall so viel Schnee und Eis ist. Wie gesagt, Eis ist mir nur lieber als wie Schnee, aber mit der Berger verfolgt. War schon ein bisschen weird, oder? Verfolgen ihn doch nicht. Habe ich zumindest noch nicht so vorgesehen gerade. Interessiert dein Kind nicht. Wenn mich das interessiert hat, dann hätte ich es da schon lange abgenommen. Echt, hier haben schon viele Eisbären. Gib dir das mal. Ja, mir vor, die daten die instant alle mega aggressiv angreifen. Du, da hat's aber schon schwierig rumkommen. Da ist schon wieder Schnee von. Da kannst du echt schon wieder kotzen. Außer das ist das Schneegebiet bei uns da. Das kann natürlich jetzt auch schon langsam sein, gell? Da wo wir manchmal schon Dinge gebaut haben. Aber das ist glaube ich weiter. Na, das ist noch. Gib dir mal, wie groß das da ist.
Das ist dreimal so groß wie das Biom, das wo bei uns ist. Und das ist schon so groß, das bei uns. Alter. Bah. Einfach ungeil. Das ist einfach ungeil. Das muss man einfach sagen. Na. Einfach nicht cool. Das ist einfach viel zu groß. Das Ganze da. Also man eigentlich sagt, jo. Wir tanzen zum Blauen um 200 Meter an so. Okay. Ja, zum Beispiel schaut es jetzt nicht so aus, als dass du irgendwo Schneeloch sei. Ja, das alles so ein bisschen Schnee überzogen halt, aber nicht komplett zugeschneit. Ist halt auch wieder so ein Punkt, wo man dann denkt, so, ja, danke dafür. Wie kann da jetzt anders gehen? Oder? Ui, da gibt's echt das. Ganz ehrlich, wer macht sowas, Alter? Wer mag das? Dass das so ausschaut? Alter Vater. Das ist ja Hass. Also das ist wirklich Hass. Du bist ja dauerbeschäftigt da. Warum kannst du einen anstellen, wo da die Karten hervorstehen? Wie gesagt, ich liebe Minecraft zum Erforschen, aber Schneegebiet war früher um einiges geiler. Ich brauche nicht da, was, es ist zwar cool, dass das Survival ist, ja Survival Game, ja. Aber ich möchte nicht jetzt mal sterben halbert, wenn ich aus Versehen in so einen scheiß Kack leichten Schnee reinkomme, weil ich mal schnell durchs Schneegebiet durch muss, das wo 90% von der Karten beeinflusst. Also, ja. Ich hätte gerne einfach mal ein riesiges Fail oder riesige Wiesen im Gegenzug dafür, dass da ein riesiges Eisbiom ist. Das ist doch dann nicht in Relation, Alter. Das weiß ich nicht. Aber gehen lieber nur durch das Biom durch. Ganz so viele Seen und so, aber besser aus wie das andere da die ganze Zeit. Müssen wir uns jetzt wirklich an diesen Punkt halten, dass wir da ein bisschen bei der Uni kommen. Dann schaut das Ganze ja schon wieder ganz anders aus. Ja, es wird einfach langsam, gell? Es wird einfach langsam. So, oder da. Einmal auf die andere Seite. Einmal auf die andere Seite. Thomas. Viere. Einfach toll. Endlich mal vorerst kein Eis mehr in Sicht. Aber ich glaube langsam, dass ich das dann also neben der Folge mache, dass ich das Eisbiom erforsche. Echt, das kackt mir ja so schon. Da brauche ich ja noch aufnehmen dazu, da kriege ich ja ein Herzkasperl und den ganzen Kack. Und die 2 Sekunden aus dem Wasser ein ins Wasser. Auf den Berg. Oh, wir haben wieder einen falschen Schneeblock drin. Wieder ausgeräumt, wieder bauen.
Jetzt wird's ja langsam. Muss ich aber leider sagen, gell? Wir hätten mal anstatt dem Eisbiom einfach auch Wüsten finden können. Aber was finden wir mir? Finden wir diesen Eisbiom. Ja, ihr wisst, in solche Punkte so erforschungsmäßig, dass man dann sagt, jo, ich habe jetzt da mal, mir jetzt mal schnell erforschen ein bisschen. Da war dann Jetpack schon wieder geil. Das ist halt dann auch wieder. Das ist halt dann auch wieder so. Ich gehe einfach da vorne machen. Das bin ich doch Berg und so. So. Da. Fast haben wir da. Jetzt kommt aber, glaube ich, dann nichts, was wir jetzt gerade nicht kennen. Jetzt haben wir wieder. Oh, Jesus Christ. Nur so aus dem Augenwinkel noch gesehen, dass es irgendwie tief oben geht. Das hätte jetzt ganz schnell scheiße ausgekommen. Eieiei. So Dorf. Lol. Das ist interessant, okay. Okay. Sorry. Das ist das Gegenstück zu dem. Dieses kleine Eck. Oder dieses kleine Eck. Wenn man dann so Ding. Genau. Was ich hab das früher cool gefunden, wenn man da so eine riesige große Fläche gehabt hat. 3-mal so groß wie das da. Saftig grün. Das war mega. Aber inzwischen legen die einfach keinen Wert mehr drauf, dass das irgendwie gut ausschaut, gefühlt. Und ich sag jetzt einmal so, die ganzen Caves und so, was da entstanden haben. Ich weiß nicht, ob man da so solche Caves braucht, wo Punkt 1 du gefühlt auf minus 300 kommen musst. So fühlt sich das nämlich auch. Dass du kein Eisen mehr normal formen kannst. Für Start-Equip. Das hat mir schon mehr dann gestört. Und dass du einfach dann ab 0 so viel Ding brauchst, dass du einfach nicht mehr weiterkommst. Und teilweise halt dann gar nichts findest auf der Höhe. Gut, dass du was ist. Das ist gut. So. Oh, mit einem Klassiker schließt man so ab, oder was? Oh, jetzt ist genau da Ding wieder. Gehen wir schon mehr an. So, hier ist der Nordpunkt. Wir sind oben angekommen. Ihr werdet dieses Gebiet da mindestens jetzt während noch der Folge, zwischen die Folge machen. Weil, ganz ehrlich, ich hab keinen Bock da jetzt halt im Survival mit euch zusammen an und durch zum Rennen. Ich hab schon so keinen Bock nicht, aber es muss ja sein. Weil ich möchte es ja. Aber ich brauche dann einfach eine Ablenkung, dass ich dann mich nicht ganz drüber aufrege. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like da. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge. Also, Hobby, Diary.